Goede Morgens. Deze aandacht is verzinnen den 1. Juli. Mijn naam is John Pana von Tamaulipas. Gott hat Abraham einen ganz besonderen Segen versprochen. 1. Mose 12:2 sagt, ich will die ein sehr großes Volk merken, ich will die segnen und ich will die in großer Nummer merken. Des Segen hat Gott Abraham versprochen, den hat er auch geholt. Aber ich mag von der besonders Gewicht auf das letzte Part. Und soll's ein Segen sein. Gott sei du sollst für andere ein Segen sein. Der dritte Vers, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alle Geschlechter auf Erden wollen Segen kriegen von dir. Diesen Segen kriegt Abraham von Gott. So möchten wir auch so ein Leben dort Menschen um uns waren und Segen kriegen von uns. Wir haben die letzte Tage uns beschäftigt mit Lot sein Leben, wir haben alle seine dunkle Seite betrachtet, sein Licht vor das Leben, wo er langsam eine Sünde trocken wird, oder nur Sodom, was er schließlich mehr denn Sodom wir. Wenn wir geschichtlich kicken, dann haben wir keinen starken Glauben an Arm sein. Wir finden nicht, dass er irgendwo durch eine klare Überzeugungen irgendwas Besonderes mit Gott belebt. Aber 2. Petrus 2, Vers 6 und 7 nannt Lot den gerechten Mann. Als warum du gerecht uitgesproken wordt, habe ich da sein Leicht vor das Leben betracht, und wie würde das so nennen? Lot spielt mit vier, und er verbrennt sich selbst dadurch, seine Familie dadurch leiden, und auch seine Nachkommen, und die Menschen, die mit seinen Nachkommenschaft in Verbindung wären, dadurch gründlich durch leiden. Als waar hij die Bibel am gerecht uitspreken hat, leeft hij dan nog niet een leven wat am glücklich macht. Wir nehmen an, nur dem Neuen Testament noch, er kriegt den gerechten Lohn, er ging in der Herrlichkeit nennen, er wird gerecht ausgesprochen. Aber, was wir besonders noch betrachten werden, dass seine Nachkommenschaft wäre nicht ein Segen für Gott sein Volk, für Abraham seine Nachkommenschaft. Wie weiter der älteste Sehen, der Sehen von der ältesten Tochter, das wäre der Moabiter, wo Luther das Volk Israel viel Schwierigkeiten brachte. Das wäre der moabitische Früh, wo der Mann Israels zur Anzucht verleitet wurde. Der Sehen von der jüngsten Tochter, der Ami, von Am kommen der Ammoniter. Und dort wäre auch da, wo das Volk Israel Luther eine Anbetung von den Moloch, von den Aufgott leitet wurde, wobei sie ihre eigenen Kinder haben abfreut. So ich freue mich von dir. Hoeveel Entscheidungen traf ich im Leben, wo du einen Unterschied merken, ob die Menschen, die nur mir kommen? Hoeveel Entscheidungen traf ich von der, die mir irdische Gewinn bringen? Aber hoeveel geistliche Sehen bringen die mir? Wird meine Familie dadurch vernichtet worden, oder wird sie in Sehen kriegen durch meine Entscheidungen? Merke ich, so eine Entscheidung wird auch worden, andere Völker, oder wie können sagen, andere Menschen, nur an Gott bringen, die irgendwas können sehen wollen. Lot lebt nicht ein glückliches Leben. Und noch kriegt dort Volk Gottes ein Segen von seiner Nachkommenschaft. Zeig mich Mut merken, weil wir so eine Entscheidung treffen, wird uns hier glücklich merken, ein wirklicher Glück bringen, wird nicht von der, was uns irdische Gewinns bringen, sondern wird uns wirklich glücklich merken, wird unsere Nachkommenschaft wird nur an Gott bringen, wird ein Leben wird wach von der Versuchung holen, aber auch die Menschen, die mit unserer Nachkommenschaft in Verbindung kommen, dass sie wollen Segen mit kriegen, wird irgendwas nur an Gott bringen. Mochte Herr ihn segnen.